Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Und ich steht Sache, ich mag mich noch ein bisschen umgucken, bevor wir nach Junon gehen. Und zwar gibt's auch in den alten Städte, neues Sortiment ist mal wieder eingefallen. Es ist ein neuer Aufnahmetag und ich habe nochmal so ein bisschen sinniert. Und habe eigentlich noch im Hinterkopf gehabt, horche mal, es gibt doch eigentlich auch neues Sortiment in den Städten. Und es wäre ja schade, wenn man das verpassen täten. Deswegen mag ich hier noch ein bisschen mich umgucken. Bei den Fort Condor haben wir ja auch gesehen, dass die ein bisschen was gehabt haben. Ein bisschen was anderes gehabt haben. Hitze, Kälte, Gewitter, Erde, Schwerkraft, Gift, das haben wir alles schon. Also nichts Neues bei der Materia. Jetzt war nur mal die Frage, wo hier was war. Wo hier der Waffenlader war. Ich glaube aber, da war nichts. Das war nur die Bar. Die saufen sich alleine auf den Weltuntergang. Kann man irgendwie auch noch vollziehen. Bar del Sol. Huch, ich glaube, da war ich vorher noch gar nicht drin, oder? Was ist mit dem da los? Was ist denn du für ein Problem? Der Johnny, nee, der Meteor kommt für Minute zu Minute näher. Ich will jetzt leben, ich will mit meiner Frau Haus bauen, mit ihr alt wäre. Wenn du es nicht tun kannst, dann tu ich's. Und wo du mit Hund siehst, ich mach mein Bestes tun, also halt tu ich. Und das sieht aber eher aus, als müsste man dringend wo hier. Und so eine Frau oder die Dusche kann ich auch nicht. Ah, keine Freude hat man zum Weltuntergang. Was ein Scheiß. Na gut. Da war nur... Ach ja, ich glaube, das ist der Verkäufer, oder? Von der Waffe. Und so nah, denke an den Meteor. Was gibt's denn Schönes? Bob. Dann machen wir gerade nochmal 8 dazu. Von denen kann man nie genug haben, von den Dinger. So, einfach nur damit ich wieder gratis Sortiment habe. Äther ebenfalls. Hyper, ja, gut. Das... Na gut, machen wir halt nochmal 4 dazu. Zelte habe ich auch genug. Okay, ich glaube, du hast jetzt nichts großartig Neues gegeben. Beziehungsweise nichts, was wir so nicht schon gehabt hätten. Was ist mit dir? Es ist doch wirklich nicht der richtige Zeitpunkt für eine Besichtigungstour. Ach, der Gold Saucer hat vorübergehend zu. Ah, na. Ich hätte eher gedacht, bei der Weltuntergangsstimmung sind die Leute eher so gepolt, dass sie mal lieber ein bisschen Spaß haben wollen. Nee, das ist nichts Richtiges hier. Der Kerl, der lümmelt hier auch nur rum. Na gut. Huch, ah nee, das war hier der Hafen nur, okay. Dann gehen wir hier wieder raus. Und ich wollte auch nochmal ein anderes Gebiet mir angucken. Und zwar... Ach Quatsch. Jetzt ist er leid, bis ich das mal wieder check, dass mit X geflogen wird. Da ist Midgar, genau. Können wir uns auch mal angucken. In dem Smog wirkt der Meteor natürlich auch nochmal ziemlich geil. Moment, ich glaube, hier war irgendwo auch noch was. Wenn ich mich doch richtig erinnere. Moment, nee, das ist nur das, was wir mit dem U-Boot erreichen können. Das kriegen wir ja auch noch. War da nicht noch irgendwas? Da war Fort Condor. Da war die Schokobo-Farm. Wissen ihr was? Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich bin mir nicht sicher, wie stark das Vieh ist. Aber wir speichern jetzt erstmal hier. Zup. Und zup. Ich will mich jetzt mit dem Midgar-Solom anlecken. Wir wollen wissen, wie stark der ist. Komm her. Komm mal du her. Ach ja? Zack. Lecken wir uns mal mit dem A. Das konnte man ja damals nicht. Alter, ist das ein Kavenzmann. Wir probieren es einfach mal aus. Midgar-Solom. Gucken wir mal, was das Vieh so drauf hat. Drache. Und Kugelhagel. Wow. Okay. Ah, nicht schlecht. Also Drache heilt auch das Sid noch zusätzlich. Jetzt geht es Vieh in Lauerstellung. Gucke, wie viel Schade das der reißt. Aber erstmal macht der Barret noch ein bisschen Schade. Uiuiuiui. Nicht schlecht, Herr Specht. Also das macht ja richtig fett Schade. Sehr gut gemacht. Was gibt er uns dann? 250 Erfahrung und 25 AP. Okay, also so stark ist das Vieh jetzt doch nicht. Ich habe mal ein bisschen stärker vorgestellt. Hätten wir auch früher mal machen können. Na gut. Jetzt haben wir den zumindest auch nochmal gesehen.
Da war doch noch irgendwas, oder? Das war nur die Chocobo Farm. Ich bin mir nämlich sicher, die Inseln haben wir uns schon, mal angeguckt. Und wissen wir was? Zu denen würde ich eigentlich auch noch ganz gern, aber da bräuchte ich die Tiny Bronco, weiß aber nicht, wo die derzeit liegt. Ich behalte es nach wie vor noch im Hinterkopf. Und beim Tempel vom alten Volk war, glaube ich, auch noch irgendwas. Also das um Midgard, das finde ich jetzt leider nett, aber bei Tempel des alten Volkes müsste auch noch irgendwas gewesen sein, was wir nur mit der Highwind erreichen können. Gradgucker? Nee, das sind nur so kleine Inselchen. Okay. Der haben wir schon wieder der westliche Kontinent. War da nicht noch irgendwas? Nee, das sind nur Fußspuren. Da ist Junon. Na gut, dann machen wir halt ein bisschen weiter in der Geschichte. Und gehen weiter Richtung Junon. Die Oma wieder. Ich mag gerade einmal gucken, was die noch so Neues im Sortiment haben hier in Junon. Wenn du was siehst, die du willst, sollst du lieber gleich kaufen. Ja, Weisheit des Tages, denken Sie mal drüber nach. Nee, der hat nichts besonders Tolles. Das ist schade, Großvater. Ich hätte gern bei dir gekauft, aber wenn du nichts Gescheites hast, dann ist das leider so. Da kommen wir gar nicht erst rein ins Heisel. Und wie sieht's dann hier aus? Gerade mal hier nochmal reingucken. Und was? Ah, die Priscilla. Die können wir ja mal besuchen. Wer ist denn da? Wolk! Blöder Kerl, guck dir nur, was du für Angst gejagt hast. Warst du am Lebensstrom? Ja, das ist wahr. Du musst besser auf dich aufpassen, du wirst mich nämlich irgendwann mal heiraten. Oh, ich weiß nicht, ob ich die heiraten will. Ja, okay. Also die scheint nervig auf uns zu sein. Da haben wir schon mal einen Groupie gefunden. Ich wollte sie jetzt auch einfach mal so besuchen zwischendurch. Aber ich glaube, unser nächster Stopp ist der Unterwasserhafen vom Junon, wie es der Red, glaube ich, auch gesagt hat, oder der Kite Sith war's. Kite Sith war's. Ich erinnere mich, wie Annelien da vor viele Jahren langes Rohr unter Wasser verlegt denn. Der Wasserreaktor ist durch ein Rohr mit Junon verbunden. Durch das Rohr gelangst du leicht zum Reaktor. Ach ja, wer weiß. Vieles ist doch möglich. Reden wir doch erstmal mit dem freundlichen Soldat hier. Wenn du unbedingt in den Aufzug willst, gib mir 10 Gil. Ne, du bist ein Geizhals. Das mag sein, aber 10 Gil, dafür kann ich mir halt einen Apfel kaufen und dann mag ich lieber haben, als dir das in die Rache zu schmeißen, du wiechter Kerl. Okay, hier unten haben wir wahrscheinlich auch nichts mehr, ne? Aber ich glaube, noch Junon in der Unterwasserreaktor, wie kommen wir dann durch? Ich glaube, da geht es auch nur über den Aufzug. Müssen wir aber halt nochmal noch im Rohr gucken, hat er gesagt, oder? Für viele Jahre langes Rohr unter Wasser, jawohl. Dann gucken wir nochmal. Na gut. Dann verzichte ich halt auf meinen täglichen Apfel und du kriegst die 10 Gil. Schnell, nein mit dir. Na gut, wie gut, dass die Wache so oberstechlich sind. Und wie sieht's dann hier aus? Das ist auch schön gemacht, muss ich sagen. Okay, da geht's leider nur hoch mit uns. Müssen wir mal gucken, ob wir aber eventuell noch was finden. Ich weiß es doch nämlich nicht mehr hundertprozentig, wie das war. Oh, schöne Musik auch wieder. Die Annelien holt die Großmaterie aus dem Junon Unterwasserreaktor. Wenn sie dort damit fertig sind, bringen sie sie zum Flughafen. Verschwind, bevor du ihnen in die Quer kommst. Was? Ich sehe es mal von hier aus, damit ich sie auch nicht stehe. Na, das finde ich doch nett. Gehen wir auch hier wieder zum Speichern hier. Ja, den Midgard-Solom habe ich mal wirklich ein bisschen stärker vorgestellt, aber ich wollte den euch unbedingt auch nochmal zeigen. Und habe somit jetzt auch wieder rausgefunden, dass Barretts Limit-Attacke Kugelhagel doch extremst stark ist. Und ich bin wieder sehr, sehr froh, den Kerl im Team zu haben, muss ich sagen. Okay, zum Flughafen wollen sie es bringen. Wenn sie die hin, werden sie zum Flughafen gebraucht und von dort aus mit der Gelnica nach Rocketown, bleiben immer wachsam. Sie haben jetzt angefangen, die Großmaterie aus dem Unterwasserreaktor von Junon zu sammeln.
Ach, so ist das. Na dann. Hier aber finden wir jetzt auch nichts mehr Interessantes, glaube ich. Das ist ja auch nur da, wo wir eigentlich herkommen sind, wo wir Selemolz mit dem Herr Delfin hochgekupst sind. Insofern gibt es ja nichts mehr Spannendes. Da ist unser alter Umkleidesaal von der Rufus Willkommenszeremonie. Ah, ich habe den Dale so geliebt. Ich habe vor lauter Gut einfach nur gegreint. Ah, das ist aber auch so schön. Ich bin so gespannt, wie sie das beim Remake machen. Ich habe bloß so nostalgische Erinnerungen dran gehabt, dass ich das hier schon wieder so genossen habe, den Part. Und ich freue mich so darauf, wie sie das im Remake machen. Kann ja sein, dass ich mich täusche, aber Männer nicht, uns fehlt etwas. Ja. Uns fehlt was? Was fehlt uns dann? Ganz Sache. Nur Reihe. Okay, gehen wir mal rein. Willkommen. Ich kann's nicht glauben. Ich hätte nicht gedacht, dass es so ungeheuer wie Weapon wirklich gibt. Tja, man lernt immer neu dazu, alter Mann, oder? Das ist Analyse, Versiegelung, Genesung, Behandlung, Wiederbelebung. Noch einmal Genesung, nochmal Wiederbelebung. Nee, komm, das lassen wir alles einmal. Das reicht, glaube ich. Das war der Materialade, wie es aussieht. Kann man ja nochmal da kurz reingucken. Die kriegen mich nicht klein, mich nicht. Die Weapon, der Meteor, nicht mal schlechte Kunde kriegen mich runter. Na, la. Was haben wir dann durchstellen? Das Viper, Hellebarde, Dragonerlanze, Peacemaker, Mistra-Gewehr, Zauberkamm, Platinspange, Zauberstab, Omnistab. Die haben auch nichts wirklich Neues im Sortiment. So kennen wir jetzt leider auch nicht einkaufen. Die Waffen sind doch deutlich schlechter als die wir zur Verfügung haben. Die exerzieren, die will ich jetzt mal nicht stören, sonst zwingen sie mich wieder mitzumachen. Huch. Gemütskapsel. Ein 35. Soldat. Okay. Du kannst ja bestimmt auch reingehen, oder? Jawohl. Ach, überall Kätzler. Glückskapsel. Oh. Oh, lauter kleine Kätzler. Goldig. Und was haben wir hier? Das sind Animo-Soldaten. Abwehrkapsel. Was macht dann die da? Die drehen sich aber arg im Schlaf, die Kerle. Kraftkapsel. Fast alle Konkurrenten sind durch die Weapon umgekommen. Oh, ich war natürlich hier und hab gebüffelt. Die begehrte grüne Offiziersuniform ist jetzt fast in Reichweite. Na, alla. Dann gehen wir nochmal rein und ordnen noch Feld. Dann gucken wir nochmal. Gemütskapsel geben wir jetzt mal einen Barrett. Glückskapsel kann der Cloud Tower. Abwehr geben wir am Sid und Kraft geben wir auch am Sid. So, dann denke ich doch durch die ganze Kapseln und Pipapo, dass das Sid schon längst aufgeholt hat. Und wir machen mal weiter in Junon. Aber der Clouds Aussage, dass irgendwas fehlt, finde ich schon, ja, bedenklich, die Sache. Aber ich glaube, uns fehlt erst einmal nichts. Runter müssen wir, glaube ich, jetzt gehen, ne? Oh. Also dann, zeigen wir, wie hart ihr gearbeitet habt. Achtung! Und los! Edo, das ist unser Wasserreaktor, komm zurück! Sehr gut, dann sind wir hier auf dem richtigen Weg. Und wir gehen mal hinterher. Ab hier gibt's jetzt auch wieder Zufallskämpfe für uns. Und zwar wieder die Roboter von Shinra. Und das ist hier die Todesmaschine. Die schnappen wir uns natürlich. Es ist auch schon etwas länger her, dass wieder mechanische Gegner aufgetaucht sind. Von daher finde ich das auch wieder ganz cool, dass die hier wieder dabei sind. Weil gerade wenn es wieder um Shinra geht, ist das einfach nur logisch. Ich meine, die bauen ja auch so viel Zeug. So ist es einfach nur natürlich, dass die dazugehören. Oh. Wie wär's, wer am Leben bleibt, kann mit dir ausgehen. Okay, aber was mit wir beide? Über sowas spricht man nicht. Ich finde es immer wieder großartig mit den Shinra-Soldaten. Ah, das sind die blaue, die stinknormale, oder? Ja, U-Boot-Crew. Aber besonders stark sind die wirklich nicht. Ja, 1884 Schade gemacht und schon ist der fertig. Und ja, das macht ja nicht lang. Die halten nix aus. Aber so welche muss es natürlich auch geben.
Shinra Beta, was ist denn das? Shinra Beta. Gucken wir doch gerade mal. Shinra Beta. Das muss ich jetzt wirklich nur gucken, das weiß ich nicht, was das ist. Shinra Beta, Shinra Beta. Du hämmerst doch. Oh, das ist ein Armband, okay. 6 Slots. Shinra Beta. Okay, das ist ziemlich mies. Das ist ziemlicher Rotz. Das ist was wir mit Werfen verwenden könnten. So. Was sagst du? Ihre das sind wie gut aussehende Männer. Okay, die denkt, ach, nur an sowas. Na gut. Okay, zurück an die Arbeit, zurück an die Arbeit. Ich bin mit. Für Junon. Na gut, wenn sie meinen. Wenigstens muss der Hund nicht mitkämpfen, das ist doch schon mal ein Gewinn. Sid, du attackierst mal bitte den hier. Okay, wäre eh nicht nötig gewesen. Der Cloud hat auch schon jemand gewonnen-hittet. Und jetzt... Oh, mit Konter auch noch. Ah, ich liebe die Materie. Die ist so dermaßen nützlich. Sehr schön. Shinra Beta wieder. Das ist wirklich Quatsch, den wir nicht brauchen. So, erstmal wieder keilt. Was ist mit dir, Hühnchen? Na? Magst du uns da durchlassen? Schade. Und hier gibt es auch nichts Großartiges gerade, sehe ich. Die deren sind ja eigentlich relativ gut gekennzeichnet. Ach. Guck, was jetzt hier wieder auf uns wartet. Vielleicht wieder... Oh! Oh, was ist denn das? Tanzautomat oder was? Wachsystem. Das sieht eher aus wie in der Spielhalle, dieser Tanzautomate, wo man unten auf der Fläche tanzt und der zeigt die Schritte auf dem Display an. Aber na gut, 1997 war das ein Wachsystem. Der gibt auch ein klein bisschen mehr als die Soldaten. Also zumindest einer von denen. Und die halten glücklicherweise auch nicht wirklich so viel aus. Man muss also wirklich sagen, Shinra ist für uns mittlerweile eher nur noch lästig Woche, aber nichts wirklich Starkes mehr. Am Anfang war Shinra schon so, oh Mann, die Firma halt, ne, die sind so richtig stark. Und mittlerweile sind die Shinra-Dinger für uns einfach nur noch lästig. Da gibt es erheblich stärkere Kreaturen und stärkere Gegner als Shinra. Beziehungsweise Shinras Maschinesoldaten. Ich denke, das einzig Starke, was Shinra noch wirklich zu bieten hat... Oh, Zeit hat er Level gekriegt. Das einzig Starke, was Shinra wirklich noch zu bieten hat, sind tatsächlich... ist tatsächlich die Sister Ray-Kanone. Zeit. Hast, Gemach und Stopp. Stoppbewegung. Das ist natürlich sehr praktisch. Jetzt kann ich doch nochmal in die Materie reingehen. Wo haben wir es dann? Zeit. Okay, wir haben alles gelernt. Das Ding kann nur noch auf die Masterfähigkeit hochgestuft werden. Kann man an der Stelle auch nochmal speichern. Und weiter geht's. Wir machen noch ein bisschen weiter. So. Man muss ja nicht immer gleich einen Cut machen, wenn man irgendwo einen Speicherpunkt findet. Jetzt können wir auf jeden Fall zum Unterwasserreaktor runter. Dann sind wir da auch definitiv richtig, aber ich weiß nicht, was der Cloud gemeint hat mit uns fehlt irgendwas. Ich glaube, dass wir eigentlich bisher alles gefunden haben, was wir so brauchen. Batsch, runter. Jetzt verändert sich, ach hier, die Musik. Und das ist auch sehr geil gemacht hier, der Unterwasserreaktor. Wow. Ist das nicht schön? Das ist ja großartig. Jetzt sind wir tatsächlich unter Junon und sind hier in eine große Glasröhre drin. Wow, ist das schön gemacht. Das erinnert mich so ein bisschen an SeaWorld, aber absolut geil. Was schwirrt denn hier rum? Korvette. Wir fahren die Shinra mit der Korvette rum. So ist es also. Schlag. Ist das Sid noch geohrfeigt worden von einem dappischen Vieh? Gash. Noch gegasht worden. Wow. Also die machen echt zwischendurch richtig heftig Schade, muss ich nur lassen. Schlag. Ach, nochmal geohrfeigt worden, aber ich glaube, das gibt ihm der Recht jetzt. Doch noch nicht? Na gut. Spätestens jetzt haben wir geknackt. Und Sid hat auch wieder Level gewonnen. Jetzt ist der Sid, glaube ich, der erste und der Cloud ist der zweite, der Level kriegt. Jetzt wollte ich aber gucken, genau, ich habe gesehen, dass der in Zorn ist. Kurier Trauer versetzt in Zorn. Kurier Zorn versetzt in Trauer. So machen wir das. Und weiter geht's hier. Oh Mann, ist das geil gemacht.
Also das ist auch toll, zu was Menschen immer fähig sind, wenn sie Sachen zerstören. Das ist unglaublich. Zerstören dort den Planet, reißen die ganze Bodenschätze raus, aber können gleichzeitig was Wunderschönes draus bauen. Das ist unglaublich, zu was Menschen in der Lage sind. Hier können wir wohl durch Änderung vom Wasserdruck noch agieren. Das ist auch ganz cool. Jetzt in meinem Reaktor. Sehr, sehr cool. Und da ist auch schon ein U-Boot. Ich habe ja schon am Anfang von der Episode gesagt. Hopp, einmal umdrehen. Ich habe ja schon am Anfang von der Episode gesagt, dass wir in der Lage sind, ein U-Boot zu benutzen. Gewehrträgern auf den zuerst. Ja, und das wird unser U-Boot werden, mit dem wir dann rumfahren können. Da haben wir so ziemlich alles an Vehikeln. Wir haben so ein stinknormale Buggy, mit dem wir durch Sand fahren können. Wir haben die Tiny Bronco, die wir als Schiff benutzen können. Wir haben die High Wind als Luftschiff, mit der ich bevorzugt reise. Expertkämpfer, okay? Und wir haben dann zum Schluss noch ein U-Boot, mit dem wir auch die Unterwasserwelt erkunden können. Und das wird dann natürlich auch uns gehören. Ah, ich freue mich drauf. Ich freue mich echt drauf. S-Mine. Das ist natürlich auch wieder großartig, was man da dann alles sehen kann und sehen wird. Und da ist ein rotes U-Boot noch. Ja, uff. Da ist ein normales, ein graues. Und das rote U-Boot. Das wird unseren Feind. So viel kann ich zumindest verroten. Power-Angreifer, na, auf den zuerst. So, Sid attackiert noch einer von hinten. Und dann kannst du dich kümmern. Zack, das war's. Und Barret und Sid. Zack. Okay, Cloud gibt einen Gnadenstoß. Maschamela. Oder eher Kamehameha. Mist. Sehr gut. Hat den wohl getroffen, der Dappschädel. Sehr gut gemacht. Wunderbar. Versiegelung geboren. Motohi, was ist dann da passiert? Versiegelung geboren. Barret hat doch Versiegelung. Das hat ein Master. Und wenn Versiegelung im Master ist, beziehungsweise allgemein, wenn eine Materia im Master ist, ich glaube, bei der Grüne ist es so, bei der Rote bin ich mir nicht sicher, ob das bei alle so ist, aber auf jeden Fall bei der Grüne, wenn die Masterstufe erreichen, dann kriegt man noch einmal dann Versiegelung. Wo haben wir dann? Der dürfte jetzt irgendwo wieder hier ohne rumschwirren. Muss ich gerade mal gucken. Versiegelung. Verwandlung, Versiegelung, genau. Da haben wir nämlich eine Materia wieder auf Stufe 0 sozusagen. Das heißt, das können wir genauso gut wieder machen. Das hat sich gerade dupliziert, das Ding. Aber ich jetzt sage, Versiegelung, das ist ja relativ uninteressant. Schlafen und Schweigen. Ich würde sagen, er sollte was anderes Morai kriegen. Und zwar geben wir Barret was anderes zum Aufmotzer. Was macht dann das nochmal? Absorbiert MP des Gegners. Das können wir eigentlich auch Morai machen. So. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, ich mache an der Stelle jetzt wieder einen Cut. Und noch den Zufallskampf, den ich dann gerade mache. Weil wir sind ja eigentlich schon fast wieder in der Episode so weit kommen, wie ich es wollte. Ich wollte eigentlich... Quatsch, nicht fast so weit kommen. Ich bin sogar weiter gekommen, als ich es gewollt habe. Ich habe echt gedacht, ich knödel noch ein bisschen länger rum und weiß nicht, wo der Eingang ist, aber den haben wir ja glücklicherweise sehr schnell gefunden. Von daher bin ich hier wirklich am Ziel angelangt, soweit wie ich es haben wollte. Und Cloud hat Level 48, wenn das doch ein schöner Abschluss ist. Und wir sehen uns morgen dann zu Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Euer Yankee.